steht der Plämmelgang zu luan, verlassen tief in Wald. Der Sommer, der ist längst schon aus, der Wind weht eisig kalt. Die Plattel fallen schon ab vom Baum, die Vögel sind ganz starr. Der Herbst hat alle Gras und Kluan in alle Feld zerstreut. Come je nam din acest bloc, satul? Apold. Apold de jos? Nu, Apoldul de sus. Ah. Julandlerisch, Spitzgerisch, wollt's einmal finster ist, wollt's einmal finster war, lass uns der Grüß euch und willkommen bei einer neuen Folge von What the Fuck ist Bayerisch. Ich bin da heute in Großbold in Rumänien. Das ist eine Ortschaft, wo immer nur alter österreichischer Dialekt geredet wird, nämlich das Landlerisch. Die Landler sind die Nachkommen von hartnäckigen Protestanten, die vor ca. 250 Jahren in der letzten großen Welle von der Gegenreformation sie nicht durch Gewalt zum Katholizismus bekehren lassen wollten und deswegen unter der Maria Theresia daher ins heutige Rumänien zwangs ausgesiedelt worden sind. Die evangelischen Leute, die damals von Österreich vertrieben worden sind, waren hauptsächlich aus dem oberösterreichischen Hausruckviertel, was man damals Landl genannt hat. Da kommt auch der Name her. Aber es waren auch viele aus dem Salzkammergut, aus der heutigen Steiermark und aus Kärnten. Da in Siebenbürgen hat sich dann so ein Mischdialekt entwickelt mit mittelbayerische Elemente aus Oberösterreich und südbayerische Elemente aus dem Kärntnerischen, der sich bis heute erhalten hat, und es gibt aber nur ein paar Leute, die das Landlerische reden. Das Landlerisch ist auch deswegen sprachwissenschaftlich recht interessant, weil eben die Leute damals von Österreich weg sind, bevor bei uns die allgemeine Schulpflicht eingeführt worden ist im Jahr 1774 mit Hochdeutsch als Unterrichtssprache. Also das ist nur vor der Hochdeutsch-Beeinflussung. Und wir werden jetzt schauen, ob wir da in Großbold nur ein paar Leute treffen, die landlerisch reden, damit wir mal die Sprache hören und damit wir auch ein wenig mehr über einer selber und einer Geschichte erfahren können. Na, unsere Vorfahren haben in Österreich gewohnt. Wir waren alle dort ansässig und wir nicht unsere Vorfahren, unsere Urgroßeltern haben dort gewohnt, haben dort gewohnt und haben dort ansässig und haben dort fleißig gearbeitet. Und auf einmal hat die Maria Theresia, die Kaiserin, ausgegeben, der sich nicht zum katholischen Glauben bekennt, der kann das Land verlassen und kann ausziehen. Und da haben viele Familien nicht wollen zum katholischen Glauben übergehen und haben sich zusammengepackt und kämen mit Schiff rüber. Kind und Kegel und alles, viele Familien aus Österreich, nicht alle, sind ja auch noch dort geblieben, aber die meisten sind rübergekommen und haben sich da ansässig gemacht in Siebenbürgen. Sie haben den evangelischen Glauben angenommen und sie hat auch viel Ärger gesorgt in Österreich. Sie waren katholisch und sie haben sich katholisch verhalten. Ja, und da haben sie sich zurückgeführt zum katholischen Glauben und woher, und das sind nicht geworden. Dann haben sie sich halt ausgewiesen. Und auch mit Schiff sind sie gekommen und mit den Wagen sind sie gekommen und es ist ja stark weit. Auch mit den Wagen sind sie gekommen und mit Schiff und da waren ja nicht Autos wie jetzt. Und am Wasser auf der Donau. Und viele sind unterwegs gestorben. Viele haben Herzeleid, weil sie müssen verziehen müssen. Und auch die Kinder, kleine Kinder, und weil sie nicht die Pflege haben, konnten wir sonst.
Wenn man auf der Ruhe ist, monatelang, da hat man ja nicht die Pflege, wie wenn man der Ruhe an einer anderen Stelle ist. Hat sich der Dialekt geholt, wir haben deutsche Schulen gehabt, wir haben die Kirche. Neben der sind die meisten geblieben, was in Nogend an der Stadt war, an Hermannstadt, und da in Grosau, und da sind auch noch eher geblieben, in unserem Dorf. Nettendorf und Grosau, 32 bis 35, so, und Großball ist dann in 50er, 52 bis 54, 1752 bis 1754. Und so. Und die Maria Theresia hat uns ausgewiesen, nachher haben sie sich darauf bereit, dass sie uns geführt haben, um einen Glauben. Aber wir haben einen Glauben, unsere Vorfahren haben den Glauben nicht verlassen und sind lieber ausgezogen, als eine lange Stadt zum katholischen Glauben übergehen. Denn wir sind evangelisch und haben evangelisch bleiben. Sie haben nicht eine große Wahl gehabt. Es waren Protestanten in Österreich und die Wahl war entweder zurück zum Katholizismus oder emigrieren. Da sind die Leute halt ausgewandert, haben teilweise die Kinder dort gelassen oder die Verwandtschaft, alles Hab und Gut gelassen und sind weg. Und da sind sie da angekommen. Ja. Dann sind sie da angekommen mit nicht viel. Und da war in 1600 eine Pestepidemie und das Dorf war ziemlich ausgerottet. Also es waren noch Sachsen da in Dorf, aber nicht mehr viel. Wie kann man sich denn das so vorstellen? Wie war denn die Situation für die Transmigranten, die da angekommen sind? Na, leicht war es nicht. Leicht war es nicht, denn man hat ja in der erst gefragt, wer sie aufnehmen kann. Ach, und die Bauern, die waren ja auch nicht reich. Und darum, wenn sie sich ja doch hier und da Arbeit haben gefunden, und, aber die waren alle fleißig. Da muss man sagen, sie waren alle stark fleißig und haben Bord von seinen kleinen Häfen, wo sie sich irgendwie haben geschafft, gewechselt mit Sachsen und sind auf größere Häfen gekommen. Das war ein Land des Segens, da ist alles gut gewachsen, die Fichten und die Sachsen, die waren schon da, die Sächsischen, und haben gearbeitet und in Wald ausgerottet, die Wälder und alles, das war ja Urwald da in Siebenbürgen. Und haben fleißig gearbeitet und da haben sie uns da ansässig gemacht. Wir haben unsere Bräuche gehabt, wir haben unsere Trachten gehabt, wir haben Nachbarschaften gehabt, man hat Schwesternschaft gehabt, Bruderschaft in der Kirche. Also es war eine große Gemeinschaft, es war eine große Gemeinschaft da. Unsere Vorfahren haben sich da angesiedelt und man hat seinen Grund gegeben und haben fleißig gearbeitet und so sind wir da bestanden. Und leben bis am Ende. Mit Sitte und Gebräuche, die Tracht haben wir auch gebracht aus Österreich her. Das sind mein Leibelkitteln. So wie sie dort mein Leibel gern, so sind wir da drauf. Wir haben die Tracht bewahrt bis jetzt, bis am Huntingtag. Ja, das ist jetzt nicht für alle Tage, aber so haben auch die Österreicher. Leiberlen und Kittel, blaue Kittel und rote Schätze. Also. 1780 sind die Landler unter der Maria Theresia sind sie nach Großpolen gekommen. Und es gibt auch noch Straßen, wo alles Maria Theresia Häuser sind. Aber das habe ich nicht sagen. Die Maria Theresia, die Kaiserin, die hat die Goss, was da ist, die ganze Goss von unten bis zurück gebaut, dass sie können eine sitzen, die Länder. Alles gleiche kleine Häuser waren, nicht noch eins besteht von ihr. Das unten da, das 5., 6. ist ein kleines Häuser. Nicht nur sie, alles gleiche Häuser gebaut, dass unsere Vorfahren nicht just auf der Gosse gestanden, bis sie sich geschafft haben, was sie haben gebraucht. Die haben ja fleißig gearbeitet und haben sich da geschafft. Und um sie hat die Gossen geheißen Maria Theresia Gasse.